Gut, also für Musikschaffende, die da zuschauen, oder auch Kreative oder auch private Zuschauer und Zuschauerinnen, die sich für Musikbusiness interessieren, schön, dass ihr den Algorithmus euch gefunden habt, beziehungsweise oder ihr den Weg da gefunden habt, zu der Collab Musikbusiness Bibliothek. Heute machen wir so ein bisschen in Teil 2 von der Gimmo Analytics. Der Gimmo ist ein Berner Artist, einer von den New School Artists, der so nett war und mir seine Artist Analytics zur Verfügung gestellt hat, sodass wir alle ein bisschen da voneinander lernen können oder so ein bisschen gewisse Kniffe oder Interpretationstipps können herausfinden oder erfahren, wie wir so mit Artist Analytics umgehen. Oder auch Leute, wo sich ein bisschen dem annähern, wenn sie selber einen Analytics-Account haben, selber Songs rausgeben, aber noch nicht so richtig wissen oder ein Gefühl dafür entwickelt haben, wie sie ihre Analytics sollen studieren und anschauen. Darum schaut euch den Teil 1 auch an, falls ihr das noch nicht angeschaut habt. Ich finde es auch cool, dass so viel Feedback jetzt zurückgekommen ist, oder es ist recht gut angekommen für die ersten paar Tage. So. Darum jetzt im Teil 2 gehen wir ein bisschen auf die Verbindung ein, weil im ersten Teil haben wir unter anderem nicht nur von seinen aktuellen Songs geredet, auf die gehen wir dann irgendwann später auch nochmal ein, aber ich habe noch eher gezeigt, so einer 7-Tage-Analyse bei Spotify Artist Analytics, wie man halt relativ schnell einen Trend herausfinden kann, welche Songs man eher jetzt im Vordergrund sollen tun. Lustigerweise ist dort dabei rausgekommen, dass Sterne 034, für die sich daran erinnern, wir haben zur Auswahl Sterne 034 und ich glaube, lass mich jetzt nicht falsch sagen, der Off Days, wenn ich mich an die Folge erinnern kann, dass die zwei dort so ein bisschen am Steigen sind, aber schlussendlich bei Spotify wäre die Empfehlung für die Folge dort, dass es mehr Sinn gemacht hätte, die Off-Days anstatt Sterne 034 nochmal zu pushen. Bei beiden hat es so einen Trend gegen rauf gegeben und es ist ein bisschen darum gegangen, okay, welche von diesen Songs hätte man jetzt gepickt, wenn das eine Real-Life-Situation gewesen wäre, wo man jetzt den Song hätte wieder führen tun. Jetzt in dieser Folge haben wir nur Zeit gehabt, um uns Spotify anzuschauen. Der Gimmo war aber so clever gewesen, oder auch so nett gewesen, beziehungsweise, und hat uns die Analytics gegeben für YouTube und auch noch Apple Music. Zu denen sind wir einfach noch nicht gekommen zu dem Zeitpunkt. Aber dieser Folge da ist relativ kurz, oder so kurz wie ich das machen kann, ist jetzt dem gewidmet, dass es auch immer wichtig ist, so ein bisschen grundsätzlich bei den Analytics, dass ihr euch nicht nur eine Plattform anschaut. Weil hätten wir jetzt nur die eine Plattform dort angeschaut, wären wir halt zu dem Entschluss gekommen, relativ einen kurzfristigen Entschluss, so auch ein bisschen einen spontanen Entschluss, dass wir Sterne 034 jetzt nicht gerade sofort ein Bedarf da ist, um den Spotify zu pushen, wenn es jetzt ums Gimmo Artist Profil geht. Allerdings sieht die Situation auf Apple Music dann schon wieder ein bisschen anders aus. Eben zeitlich ist das nicht aufgegangen das letzte Mal, aber normalerweise jetzt aus einer Analyseperspektive, wenn ihr jetzt den Analytics Manager oder Managerin Hut angehabt hättet, hätte man den Song logischerweise in allen 3-4 relevanten Plattformen, Streaming-Plattformen anschauen. Jetzt, welche sind die relevanten momentan? Die schon ein bisschen selber drauf gekommen sind, würden eher wissen, dass das jetzt einfach Spotify, Apple Music und YouTube vor allem ist. Die 3 so, die für den Schweizer Markt irgendwie relevant wären. Und bei Apple Music, lustigerweise, sieht es jetzt für Sterne 034 schon ein bisschen anders aus. Ihr seht, dass wir da jetzt einmal gefiltert, die letzten 12 Wochen. Haben wir da inkludiert. Und dann seht ihr da, genau, habe ich da jetzt nur Sterne aktiviert, Sterne 034. Und habe mal geschaut, was der Song jetzt gemacht hat seit Release. Und eben der Shine kann ein bisschen trügen, wenn man sich nur eine Plattform anschaut. Und ich weiss, es hat schon auch Sinn gemacht, dass wir uns eher Spotify angeschaut haben, weil Spotify so ein bisschen der Key Driver ist von den meisten, die da zuschauen werden, als Musikschaffende oder Musikschaffende, ist Spotify schon der Main Driver, also sprich am meisten Konsum werden der sehr wahrscheinlich, sage ich jetzt mal so in 70-80% der Fälle oder ein bisschen mehr sogar, werden ihr auf Spotify mehr Konsum sehen als auf eurem Apple Music Profil. Vor allem, wenn ihr erst am Anfang sind und so Apple Music gar noch nicht in euer Mindset reingekommen ist, dass ihr das dort auch könntet pushen, irgendeinen Song von euch, und halt immer nur sehr Spotify fixiert gewesen wären, oder Spotify und YouTube zum Beispiel. Aber nichtsdestotrotz ist Apple Music natürlich auch in der Schweiz
so eine relevante Grösse, dass das auch für den einen oder anderen, der da zuschaut, auch sehr relevant kann werden in Zukunft oder vielleicht auch schon jetzt, wenn ihr euren Katalog würdet anschauen und ein bisschen analysiert, wie viel Konsum dort entstanden ist. Bei einem Gimmo kann man jetzt sagen, ich kann mir das schon ein bisschen anschauen. Sein Konsum auf Apple Music im Verhältnis zu Spotify ist immer noch sehr bescheiden, aber das ist nichts, wo man sich Sorgen sollte machen jetzt in seinem Fall. Das ist relativ normal, weil auch ein Gimmo, so wie ich seine Historie kennt habe, hat halt sonst immer so ein bisschen, entweder seine YouTube-Musikvideos hat er recht heavy irgendwie gepusht oder halt dann das Spotify-Profil und ist erst jetzt wahrscheinlich so im letzten Jahr oder so, wo er jetzt intensiver Releases, EP-Releases und vielleicht auch ein grösseres Projekt jetzt dann macht, ist er so ein bisschen darauf gekommen, dass er halt vollumfänglich mehr als jetzt nur Spotify oder mehr als nur den YouTube-Channel, seinen eigenen YouTube-Channel anschauen. Bei Sternen, um ein bisschen lang auszuholen, Sterne 034 bei dem Collabo-Track mit dem Young Jams, wo der Gimmo zusammen mit ihm gemacht hat, zeigt sich einfach das Bild. Hätte man sich jetzt das Spotify angeschaut, seht ihr da, der Release von Sternen hat zwar ganzheitlich gesehen, die 1400 Streams all-time, hat auf Spotify schon mehr generiert als auf Apple Music, Stand jetzt. Für das, dass der Anteil auf Apple Music kleiner ist, also beträchtlich kleiner als auf Spotify, bei den meisten von unseren Tracks, ist jetzt da Sterne 034 doch auch bei der 1000er-Grenze fast schon. Es ist zwar dieser Zeitraum, aber das ist since Release, wie ihr da oben seht in dieser Kurve, und ist auch schon fast bei 1000, was bedeutet jetzt auf den ersten Blick beim Gimmo-Account, dass der Sterne 034 im Verhältnis, wie Apple Music steht zu seinem Spotify, ist der Track absolut am Überperformen. Und wenn man da ein bisschen den Zeitstrahl anschaut von Spotify, wird man sehen, wie wir das im ersten Teil angeschaut haben, hat sich jetzt im letzten Monat, sagen wir jetzt mal, oder in den letzten 35, 40 Tagen, hat sich jetzt nicht so viel gemacht, dass da ein Nachholbedarf wäre für Spotify-Seite. Darum haben wir uns dort auch in der ersten Episode dafür entschieden, dass wir jetzt Sterne 034 wäre es jetzt nicht so dringlich, dass man das auf Spotify jetzt momentan irgendetwas mit dem Track macht. So. Man könnte jetzt trotzdem etwas für den Track machen, das wäre wegen dem nicht falsch, aber da gibt es andere Tracks, die wir auch in der anderen Episode auseinandergenommen haben, die jetzt ein bisschen dringlicher wären. Allerdings auf Apple Music sieht die Sache schon anders aus, weil wenn ich da Sterne 034 markiere, und ihr seht ihn da bei dem Zeitstrahl insgesamt, hat er, wenn er jetzt allein schon den Blick, den ihr da jetzt seht, kann ich da ein bisschen zoomen, aber vom Release-Anfang bis am Schluss werdet ihr sehen, okay, was als erstes auffällt, ist am 13. Januar, dass es da einen riesen Peak gibt. Also einen riesen Peak, einfach im Verhältnis zu den anderen Daily Streams, die da passiert sind. Aber was auch schön auffällt, ist, dass der Song, anders wie bei Spotify, seht ihr, am Anfang hat der Song viel gestreamt, zum Release, und nachher ist er halt abgeflacht und ist nie mehr jetzt der gross irgendwie aufgegangen. Oder halt, egal ob das jetzt passiv oder aktiv wäre durch Kommunikation. Hingegen auf Apple Music hat er klein angefangen mit irgendwie 5 bis 10 Daily Streams und das Niveau, sehen ihr da, ist im Dezember dann, also der Song ist Mitte November rausgekommen, müsst ihr euch vorstellen, und im Dezember ist dann das Niveau stärker geworden und es hat auch nicht abgenommen, jetzt für das neue Jahr im Januar. Wenn man das jetzt auf den ersten Blick anschaut, würde ich sagen, streamt der Song mehr jetzt als am Anfang vom Release. Und weil ich jetzt weiss, so aus der Natur raus, wenn er jetzt den Gimmo verfolgt hätte, ich muss ihn jetzt nicht fragen, zum Wissen, dass er auf Apple Music zu 034 wahrscheinlich, ohne dass ich jetzt ihre gesamte Timeline angeschaut habe, dass sie jetzt nicht spezifische Posts gemacht haben zu Apple Music. Glaube ich. So. Es wäre spannend zu sehen, wenn sie das gemacht haben, dann haben sie das vielleicht im Zuge von dem Feature da gemacht, wo mal gekommen ist für die Mundart-Rap-Liste. Das ist so die Main-Hip-Hop-Liste, oder wie es der Name sagt, Mundart-Rap-Liste auf Apple Music, wo kuratiert wird. Und da ist der Song irgendwo in der Mitte, werdet ihr sehen,
genau da, ist der Song auch enthalten. Ich weiss jetzt nicht spontan, ob der Song erst im Januar da dazugekommen ist und wegen dem die Kurve da erreicht worden ist. Das können wir jetzt gerade anschauen, aber ich glaube fast, er ist vorher schon gefeatured worden. Genau, Mundart Rap, nein, ihr seht, er ist da schon relativ früh, er ist so, sagen wir, 5 bis 10 Tage nachdem er rausgekommen ist, im November ist er dann in die Mundart Rap reingekommen. Es kann sein, dass da einfach mehr Streams entstanden sind, weil der Song weiter oben ursprünglich war. Das können wir jetzt dann nicht mehr zurückverfolgen, aber er ist vielleicht in einer höheren Track-Position und hat wegen dem mehr Daily Streams erreicht. Nichtsdestotrotz ist er immer noch da drinnen, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Das heisst, er ist nicht so viel weggeskippt worden, dass jetzt die Apple Music Editorial Menschen jetzt das Gefühl haben, sie müssen den ganz rausnehmen oder sie sollen den ganz rausnehmen. Aber wenn wir da wieder zurückgehen, ist mir jetzt einfach zuerst mal um die Feststellung gegangen, um die Analyse, dass, okay, auf Apple Music sieht es mit Sternen 034 schon anders aus. Zwar auf Apple Music ist eine Dringlichkeit da im Vergleich zu Spotify. Bei Spotify eben, wie gesagt, muss man jetzt nicht irgendwie gross viel machen, wenn man jetzt so einen Marketingentscheid müsste fällen. Bei Apple Music allerdings, und das habe ich am Gimo auch gesagt vor ein paar Tagen oder zum Zeitpunkt, wo er das jetzt schaut, habe ich ihn einfach mal darauf hingewiesen, freundschaftlich so, dass Sterne 034 auf Apple Music wiederum noch immer nach wie vor noch auf so einem starken Niveau, also für seine Verhältnisse auf einem starken Niveau, für Gimo sein Artist-Profil und auch, weil es ein Collabo-Track ist, entsprechend auch für den Young Champs wahrscheinlich ähnlich, ist der Song noch so auf einem starken Niveau am Streamen und zwar passiv, ohne dass jetzt sie gross etwas gemacht haben. Eben, vielleicht haben sie bei dieser Playlist das kommuniziert, wo der Song da reingekommen ist, aber ich habe sie jetzt auch nicht gesehen im Januar oder so die letzten 15, 20 Tage jetzt irgendwie gross etwas dazu zu pushen zu dem Song. Und für das, dass er halt passiv trotzdem noch da teilweise so Aufwärtskurve hat und jetzt auch immer noch gut streamt, also auf einem höheren, allein schon auf einem höheren Level jetzt streamt als am Anfang, gibt für mich einfach schon mal eine logische Schlussfolgerung, dass, okay, immer dann, wenn der Gimo und auch der Young Champs, ich zähle ihn jetzt auch dazu, aber wir machen da halt jetzt vor allem Artist Analytics von Gimo nehmen wir auseinander, darum tue ich jetzt aus seiner Perspektive anschauen, aber immer dann, wenn er sich um Apple Music würde kümmern oder jetzt überlegen würde, okay, ich will Content machen und würde irgendwie Apple Music, sagen wir, ich will den Song da drinnen pushen, weil er halt schon in dieser Mundart-Rap-Playlist enthalten ist, oder ich will etwas zu Apple Music spezifisch machen, dann würde es jetzt einfach am meisten Sinn machen, das wäre so die logische und ganz pragmatische Schlussfolgerung, würde es jetzt aufgrund von diesen Analytics, würde es jetzt Sinn machen, Sterne 034 zu pushen. Immer dann, wenn es um Apple Music geht. Und das ist mir einfach ein bisschen gegangen am Anfang. Wir haben uns nicht das ganze Bild angeschaut, aber euch empfehle ich jetzt, die das interessiert und ein bisschen ihr Analytics-Game absteppen oder upgraden, empfehle ich natürlich immer, schaut euch beides an, Spotify und Apple Music und auch YouTube. Bei YouTube wisst ihr jetzt einfach ein bisschen, der momentane Zeitgeist ist so, dass ihr dort nicht extremes grosses Level-Up machen könnt, irgendwie so wie die Sachen stehen vom Konsum her. Aber es geht ein bisschen darum, schaut euch Apple Music und Spotify an, zu dem jeweiligen Track, den ihr analysiert. Weil da ist jetzt ein bisschen der Vorführeffekt gewesen, dass es nicht auf beiden Plattformen gleich aussieht. Da ist Sterne der stärkste Song, Sterne 034 auf Apple Music. Die logische Konsequenz, die ich auch Gimo mitteilt habe, ist, weil er passiv der Song so gut läuft, ohne dass sie zwei jetzt wahrscheinlich da gross etwas gemacht haben. Also mit gross etwas machen, meine ich, dass sie da spezifisch noch Content-Kommunikation zu dem Song gemacht haben. Genau, zu dem Song gibt es Stand jetzt noch kein Musikvideo, wie ihr da seht. Es gibt nur einen Topic-Upload. Ist schon mal das, dass zusammen hat man die zwei, der Gimo und der Young Champs, zusammen in Verbindung mit dem Song, hat man die noch nicht gesehen auf Kamera. Es hat bis jetzt nur das Artwork gegeben und als Audio, das rausgekommen ist. Wo ich das am Gimo gesagt habe, von wegen, hey, es würde sich lohnen, wenn er da mit dem Champs zusammenhocken würde und zu Sterne 034 etwas macht, ist halt so ein bisschen die Gegenfrage zuerst machen, oh ja gut, aber eben, was für Content sollte man da jetzt machen? Da haben wir halt einfach spontan ein paar Ideen rumgespinnt, aber
das Content-Ding ist schon ein Problem. Ich kann jetzt sagen, kann eben ein kleineres Problem eben nachher sein oder ist nicht das grösste Problem an dieser Sache. Mir ist mehr wichtiger gewesen, dass sie zwei erkennen oder der Gimo jetzt in seinem Fall erkennen tut, dass er die Opportunity da, wo er gesehen, die Aufwärtskurve, die es da Mitte Januar gegeben hat, also relativ frisch jetzt, zu dem Zeitpunkt, wo er das gesehen, und jetzt auch noch danach, dass er die Opportunity jetzt einfach ausnutzen soll mit Content. Der Content kommt dann aus der Natur raus, wenn man sich jetzt nochmal den Song würde anschauen. Ich habe mir den ein paar Mal nochmal angehört. Obviously, so mein Musikmarketing-Kopf, sagen wir jetzt, der Song handelt um Sterne, über 034, über die Region, wo sie herkommen, gehe ich jetzt mal schwer davon aus, dass sie 034 mit dem meinen. Und so ein bisschen den Sternenhimmel thematisiert, auch noch ein bisschen romantisch mit dem Girl und so, Date Night mäßig. Und dort gibt es 2, 3 Ideen, die man jetzt umspinnen könnte. Sei es jetzt etwas Simples wie der Gimu und der Champs. Die Young Champs sind einfach auf der Straße bei einem relativ klaren bei einer Sterne nach, wo man auch ein bisschen die Sterne würde sehen. Dass man da einfach ein bisschen den Himmel mitfilmt und sie zwei in der Kamera sieht und halt Sterne 034 im Hintergrund laufen. Und die Idee wäre jetzt, wenn ich das jetzt analytics-mäßig betrachtet hätte, hätte ich gesagt, hey, schau, wenn er halt Sterne 034 jetzt würde pushen oder bei euch, wo ihr da jetzt zuschaut, ist vielleicht halt jetzt ein anderer Track. Sagen wir, ihr hättet die ähnliche Situation, dass auf Spotify läuft ein anderer Track, ist der most streamed Track als auf Apple Music. Ihr seht aber bei Apple Music, okay, ja, ihr wollt mit dem Track auch etwas machen, wo dort der most streamed ist, so wie da jetzt Sterne 034. Dann ist jetzt einfach die Konsequenz von dem ist, wenn ihr jetzt den Content aufnehmt oder der Young Champs und der Gimo machen jetzt irgendetwas daraus aus dem, dann könnt ihr es einfach immer so koordinieren, dass oder die Idee wäre, ein Einfall wäre dann einfach, Spotify in dem Fall, wenn halt auf Spotify der Song gar nicht abgeht, Spotify gar nicht berücksichtigen, sondern macht mal die Experimente, dass ihr nachher den gesamten Traffic in dem Fall da auf Sterne 034 auf Apple Music, also auf das Apple Music Produkt leiten und versuchen das Niveau, das ihr da seht, das einfach passiv entstanden ist, dass er das Niveau im besten Fall irgendwie verdoppelt oder das Niveau einfach wachsen lässt, indem ihr noch spezifisch etwas in diese Richtung macht und den Traffic dort anlenkt. Und dann müsst ihr die anderen Plattformen, bei so einem Experiment, könnt ihr die anderen Plattformen mal aussen weglassen und einfach mal die Plattform targeten, wo der Song überdurchschnittlich gut funktioniert. Und bei Sterne 034 wäre es jetzt halt in dem Fall nicht Spotify, es wäre auch nicht YouTube, weil es zu dem noch kein Musikvideo gibt und nichts, sondern einfach Apple Music. Und sobald ihr dann den Content habt, könnt ihr einfach überall, wo ihr den Deep Link, wo ihr den Sales Link könntet rein tun. Bei jeder Story, bei jedem TikTok, bei jeder Bio, bei jeder Video-Description auf YouTube oder so etwas, wenn ihr jetzt noch extra Content würdet dazu machen, könntet ihr halt alles direkt auf Apple Music, auf das Apple Music Produkt, in dem Fall, in seiner Situation, im Gimo seiner Situation, wäre es nicht so abwegig, dass er alles direkt dort drauf tut und einfach die Apple Music Performance spezifisch erhöhen. Und ich kann ihm einfach noch mitgeben, weil jetzt in seinem Fall, im Fall von ihm und vom Champs, der Song schon da drinnen ist, in dieser Mundart-Rap-Playlist, könnt ihr die Überlegung machen, entweder sie tun alles aufs Produkt selber, wenn man würde in die Single reingehen, also auf Sterne 034 Single-Produkt, den ganzen Traffic drauf tun und das wird das System auch schon merken, beziehungsweise wird es da dann auch angezeigt werden, wenn die Kommunikation etwas gebracht hat. Oder weil sie schon die Vorlage haben, sozusagen, den Aufhänger, dass das in dieser Playlist drin ist, dass sie den Song innerhalb von dieser Playlist hören sollen. Was macht das halt zusätzlich? Es generiert nicht nur Streams für den Song, sondern die im Apple Music System, aber bei Spotify ist das ähnlich, wird das dann auffallen, wenn der Song innerhalb von der Playlist auch noch Streams zusätzlich generiert hat. Und das könnten halt die Leute im Hintergrund bei Apple Music, die Editorial-Leute, die da dahinter hocken, könnten jetzt auch animieren, um zu sagen, hey, look, der Song tut gut performen oder tut mehr performen. Die Artists sind das auch noch am Pushen gleichzeitig proaktiv. Tun wir doch den Song wieder auf in die Positionen oder höher als Track-Position in der Playlist. Und
ich sage mal jetzt, an dem ist nichts Verwerfliches. Da kann man sich jetzt darüber streiten, wie fest man das selber noch mitpushen will oder ob man das jetzt corny findet, Leute, die da zuschauen und das jetzt da hören. Ich finde, in dieser Musikmarketing-Welt everything goes. Also everything goes meine ich alles, was auf legalem Weg und nicht mit Korruption zu tun hat, natürlich so. Ihr wisst Bescheid, ein bisschen, was ich meine. Aber so etwas wie die Leute darauf auflupfen, nicht nur den Song zu hören, sondern den Song auch innerhalb von dieser Playlist zu supporten. Und nachher sieht das jemand von Apple Music und tut wegen dem den Song höher aufstufen und der Song wird auch nicht weggeskippt, also weil der Song einfach gut performt und an den User gefällt der Song. An dem, das ist einfach Musikmarketing 101. So weit muss man vielleicht gar nicht gehen jetzt gezwungenermaßen. Es geht gar nicht um das. Es wäre jetzt so Advanced Shit, so Next Level Shit, dass man jetzt auch noch die Playlist-Streams von dem Song verbessern. Aber allein schon, dass man jetzt gemerkt hat, okay, die Situation für Sterne 034 sieht auf Apple Music sehr viel anders aus als auf Spotify. Eben, auf Spotify hat es da jetzt keinen Nachholbedarf gegeben, dass man das spezifisch pusht. Auf Apple Music hingegen schon, weil das Niveau passiv, ohne dass sie das jetzt gross gepusht haben und einfach mit ein bisschen Playlist-Streams, aber sonderlich viele Playlist-Streams sind das ja auch nicht, weil er da in der Mitte irgendwo ist und auch nicht so oberst oben. Ohne aber, dass sie viel dazu gemacht haben, hat der Song sich jetzt da auf seinem Apple Music Profil einfach zu seinen meist gestreamten aufgerankt in der Statistik. Und so Sachen solltet ihr anschauen, für die da zuschauen. Schaut euch beide Plattformen an. Am besten dann, auch wenn ihr ein Audio-Upload oder ein Musikvideo-Upload habt, schaut euch auch YouTube an im Verhältnis. Es könnte auch sein, es gibt auch so Fälle, dass YouTube überdurchschnittlich funktioniert im Vergleich zu Spotify und Apple Music. Und dann würde es vielleicht mehr Sinn machen, einfach das Musikvideo oder eure Audioquellen auf YouTube die ganze Zeit zu pushen. Für die das ein bisschen mitbekommen haben, er pusht jetzt 2 andere Songs oder einen anderen Song mit Phasen vor allem, ist so die Main-Single von seinem kommenden Projekt und auch Drift. Aber selbst mit diesen 2 Songs könnt ihr trotzdem, weil der Tag 24 Stunden hat und er sicher auch recht viele Content-Posts dazwischen noch könnte machen, weil er hat vielleicht nicht jeden Tag gezwungenermaßen etwas auf TikTok oder auf seinem IG der Storyboard macht, könnt ihr wegen dem trotzdem noch 2, 3 Stories oder auch TikTok-Video-Content spezifisch zu Sterne 034 wie so ein bisschen reinsprinkeln, so ein bisschen während seiner Hauptkampagne sozusagen, wo er Phasen pushen, also seine aktuellen Song, wäre das trotzdem total legitim, dass du dort einen von diesen Katalog-Songs vorholst, wieder den Sterne 034, und den auch dazu nimmst in deinen Marketing-Mix, würde man jetzt sagen, oder halt in deine regelmäßige Kommunikation. Das Einzige, was Sie zwei jetzt da herausfinden müssen oder können, ist, welche Art von Content natürlich. Es ist allerdings gut oder, ja, ich sage mal, es ist nicht die schwierigste Herausforderung in Ihrem Fall, weil es zu Sterne 034 noch gar kein Videocontent gibt. Darum ihnen steht wie so alles offen, was sie machen können. Sie müssen einfach ein bisschen darauf reagieren. So, sie können das auch einfach wieder absacken lassen. Das wäre jetzt ihnen überlassen. Aber ich habe Gimo einfach gesagt, das ist wie so ein bisschen eine Musikmarketing-Anekdote generell. Wenn ihr so etwas seht, vor allem auf Apple Music, wo es schwieriger ist als auf Spotify zum Streams generieren momentan, würde ich jetzt behaupten, bei den meisten von euren Tracks. Wenn ihr so etwas seht, dass es passiv, ohne dass ihr jetzt den grossen Fokus drauf gelegt habt, auf Apple Music ein Song steigt, so wie das da bei Sterne 034 passiert ist das wie so ein bisschen ein Alley-Oop oder eine Steilvorlage, wo man nutzen sollte, im Idealfall, und nicht einfach wieder fallen lässt oder aus Faulheit oder aus Bequemlichkeit jetzt sagt, nein, gut, ich mache jetzt nichts draus. So. Eben der Gimo oder der Young Champs in dem Fall, sie zwei, es ist ihnen selber überlassen, was sie jetzt dazu machen oder ob sie gar nichts dazu machen. Aber das ist wie so ein Geschenk, wo man auf das kann auch ein bisschen reagieren. Eben, lass es jetzt ein zusätzliches Content-Piece oder 2 Content-Posts, wo man halt zusätzlich macht in der Woche, wo man ein bisschen abschweift und zu dem Song geht, wäre das nicht abwegig. Vor allem, wenn man jetzt sieht, dass es halt da raufgeht.
Für die da jetzt dazuschauen und nicht der Gimmo sind und auch etwas aus dem ziehen, ist einfach die Schlussanekdote ein bisschen. Also es ist relativ simpel, es ist relativ obvious. Macht die Übung mit diesen 7 Tagen, die ich euch dort mal gezeigt habe in der ersten Episode, macht das auch auf Apple Music und dann schaut euch mal die Unterschiede an, was euch dort angezeigt wird. Eben, ob das die gleichen Songs sind, die dort zuoberst oben sind, ob das andere Top 5 Songs sind, die meistgestreamten Songs sind. Und dann wird es sich lohnen, teilweise für Apple Music wie so eine separate Kommunikationsstrategie zu fahren. Ihr werdet wegen dem trotzdem die allgemeinen Content-Posts haben, wo ihr einen Sales-Link rein tun oder whatever, das YouTube-Musikvideo und halt alle auf etwas befördern oder alle wollen auf den allgemeinen Sales-Link dort drauf tun, wo halt alle Plattformen drauf sind. Aber das wäre jetzt wie so ein bisschen vom Beginner zum Advanced Level, dass ihr euch bei diesen Analytics auch anschaut, okay, gibt es Plattformunterschied bei meinem Musikkatalog? Weil in den meisten Fällen ist es nicht 1:1 die gleichen 3 Songs, die auf Spotify die most streamed sind auf Apple Music die most streamed. Es gibt dort rechte Unterschiede oder auch auf YouTube. Tun wir mal ein bisschen feststellen, was sind so die Plattformenunterschiede, wenn es um meinen Musikkatalog geht und sollte ich vielleicht mir überlegen, für Apple Music eine andere Strategie zu fahren oder anderen Content dort anlenken, als jetzt zum Beispiel bei Spotify. Das sind so Überlegungen, die man sich machen kann. Und das ist ein bisschen dem Upload geschuldet. Der Gimmo weiss da Bescheid. Ich bin jetzt auch gespannt, was sie aus dem machen. Ob sie aus dem Aufwärtstrend jetzt da etwas machen. Aber es liegt jetzt ein bisschen, es fällt und steht ein bisschen an dem, dass sie halt ein bisschen neuen Content würden müssen machen, glaube ich, zu Sterne 034. Und dann kann man das einfach weiter rocken und ein bisschen schauen. Einfach als Zielsetzung kann man jetzt aus diesen 10 bis 20 Streams kann man zum Beispiel 30 bis 40 Streams machen, die regelmäßig entstehen, täglich. Oder kann man das sogar auf den Peak da wieder rauf tun von 40 Streams, die da Mitte Januar entstanden sind. Das sind dann alles so neue Fragen oder neue Herausforderungen, die nachher entstehen, indem wir jetzt halt so eine kurze Analyse gemacht haben. Und einfach ein bisschen den Unterschied anschauen, okay, Apple Music, euer Bild auf Apple Music könnte halt ein bisschen anders aussehen wie auf Spotify. Und auch wenn das schon ein bisschen hilft für die sich Apple Music bis jetzt noch nie gross angeschaut haben, schaut euch den Store an. Das ist nicht zu unterschätzen dort, euer Katalog streamt auch dort. Es gibt jenste Gründe, wieso ihr nicht nur Spotify pushen und schon gar nicht nur Spotify, sondern auch YouTube und Apple Music solltet ihr auch immer berücksichtigen, so gut es geht. Darum schaut euch die Unterschiede an und wir schauen vielleicht in einem Teil 3 mal an, was da mit dem Gimmo sonst noch passiert. Das ist alles, würde ich sagen. Gebt dem Gimmo noch ein bisschen Love, dass er uns da die Analytics zur Verfügung gestellt hat und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.